Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich bin Katrin Erni von swissgermanonline.com und heute reden wir über die Aussprache. Manchmal ist es schwierig, Schweizerdeutsch so richtig auszusprechen. Es hat verschiedene Buchstaben und Buchstabenkombinationen, die schwieriger sind oder was in anderen Sprachen weniger hat. Zum Beispiel das das kratzt im Haus. Genau, das Oder da könnte man zum Beispiel sagen, komm, Kriesi essen. Dann nach mir wiederholen und versuchen, das schön auszusprechen. Komm, Kriesi essen. Habt ihr auch gerne Kriesi? Ich kann es nicht erwarten, bis es frische Kriesi gibt. Also, komm, Kriesi essen. Ich liebe Kriesi. Ich liebe Kriesi. Und dann haben wir etwas in verschiedenen Dialekten, wo es ein vokalisiertes L gibt. Zum Beispiel Zürichdeutsch hat das nicht. Zürichdeutsch, dort sagt man noch L, so wie im Hochdeutsch alle oder viel. Ja. Aber in meinem Dialekt, wie zum Beispiel Luzernerdeutsch oder Berndeutsch und andere Dialekte, die etwas weiter weg sind von Deutschland, die haben so ein vokalisiertes L. Auf Polnisch gibt es einen speziellen Buchstaben, wo ein L ist mit so einem Strich dadurch. Und das heisst U. U. Ja? Also alles oder viel. Zum Beispiel. Mir gefallen alle Brillen, aber welche soll ich kaufen? Mir gefallen alle Brillen, aber welche soll ich kaufen? Also das ist nicht in allen Dialekten so. Auf Zürichdeutsch würde ich zum Beispiel sagen, mir gefallen alle Brillen, aber welche soll ich kaufen? Ja? Und nicht jedes L wird zu einem U. Also ich sage immer noch welche, nicht welche. Welche. Also ihr könnt so reden, wie ihr möchtet, mit L oder mit U. Je nachdem, wo ihr wohnt, sehr wahrscheinlich passt ihr euch an die Version an. Mir gefallen alle Brillen, aber welche soll ich kaufen? Das ist eine Veränderung, die es nicht in allen Dialekten gibt. Aber ich schreibe immer noch L. Also, dass ihr seht, wenn ich U sage, kann man auch L sagen. Das ist die Idee. Und da möchte ich noch ein bisschen Reklame machen. Es gibt eine App für Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch mit Katrin, Swiss German with Catherine. Und da könnt ihr die Lektionen vom Montagabend anschauen. Es hat Wortschatz und es hat ganz viele Filme, die ihr schauen könnt. Und Flashcards, die ihr könnt auch Sprache lernen, die Wörter lernen. Und das ist sicher auch gut, um eure Aussprache zu üben. Ihr könnt das abladen für iPhone im Moment. Nur für iPhone. Also, die Lust haben, mit der App Schweizerdeutsch zu lernen, die können auch auf die App gehen. Und dann nein zum vokalisierten L. Ich würde da sagen, er spielt schnell, gell? Oder die Zürcher sagen, er spielt schnell. Schnell, gell? Gell? Er spielt schnell, gell? Er spielt schnell, gell? Und ich sage, er spielt schnell, gell? Und dann gibt es sp, st. Ich schreibe immer sp oder st. Ich tue das ausschreiben, nicht so wie im Hochdeutschen, wo man sp und st schreibt, aber sp oder st sagt. Ja, weil es ist nicht immer ganz gleich wie im Hochdeutschen. Manchmal haben wir auch sp oder st im Wort und dann sagen wir nicht sp. Also, ihr seht da ein Beispiel. Am besten gerade ein Beispiel. Das ist ja fast ein Palast. Ja, das ist ja fast ein Palast. Dein Haus ist so schön wie ein Königshaus.
Das ist ja fast ein Palast. Also auf Hochdeutsch würdest du sagen fast ein Palast und auf Schweizerdeutsch sagen wir fast ein Palast. Ja? Oder nach dem Fest gehe ich ins Nest. Ein Nest, natürlich im Nest schlafen die Vögel, aber das kann man auch sagen fürs Bett. Ja? Anstatt Bett kann man sagen Nest. Nach dem Fest gehe ich ins Nest. Kannst du es gut sagen? Hast du es auch schon probiert? Oder ich habe einen speziellen Gruß aus Visp für dich. Ich habe einen speziellen Gruß aus Visp für dich. Visp ist ein Ort im Kanton Wallis. Ja, also ich habe einen speziellen Gruß aus Visp für dich. Und ein R. Wir Schweizer, die meisten Schweizer rollen das R rollen. Aber es macht auch nichts, wenn du ein französisches R hast. Komm, wir gehen. Zum Beispiel Berner in der Innenstadt, wo so ein bisschen Französisch als noble Sprache haben, die sagen vielleicht ein R sagen, so wie die Franzosen sagen sie R. Oder ich bin nicht sicher, ob nicht Basler auch noch so das R nicht rollen, sondern aber irgendein Dialekt, glaube ich. Also die meisten Schweizer rollen das R richtig rollen. Richtig rollen, so R. Du hast gern rote Rande rüsten. Du hast gern rote Rande rüsten. Also da haben wir 4 Wörter mit R. Gern rote Rande rüsten. Nein, ich rüste lieber Äpfel. Ich rüste lieber Äpfel. Tut mir leid. Okay. Dann IE. Auf Hochdeutsch, die Deutsch können, die sind sich daran gewöhnt, dass das ein langes I ist. Zum Beispiel wie oder sie oder lieb. Ja? Aber auf Schweizerdeutsch haben wir die 2 Doppelvokale IE. Lieb. Ja? Lieb oder Licht. Zum Beispiel kannst du sagen, ich esse lieber die leichten Rüebli als ein schweres Fondue. Ich esse lieber die leichten Rüebli als ein schweres Fondue. Also, nicht vergessen, wenn IE steht, dann musst du auch IE sagen. Lieber, die, leichten. Und natürlich gibt es auch andere Vokalverbindungen. Zum Beispiel UE oder UE. Ja. Der Ueli schaut in den Himmel an. Schau, es kommt regnen. Ja. Der Ueli schaut in den Himmel an. Schau, es kommt regnen. Oder auf Zürichdeutsch würde ich sagen, der Ueli schaut in den Himmel an. Schau, es kommt regnen. Ein bisschen anders, fast gleich. Also nicht Himmel, Himmel auf Zürichdeutsch oder Himmel auf Luzerndeutsch oder Berndeutsch. Das Buch lese ich lieber als der Roman. Lieber Buch. Ja, das Buch lese ich lieber als der Roman. Vielleicht hast du vorher einen Roman gelesen, der sehr langweilig war und jetzt liest du ein neues Buch. Und dann kannst du sagen, das Buch lese ich lieber als der Roman. Was liest du lieber? Dann hast du UE. UE gibt es auch viele Wörter, relativ viel mit UE. Zum Beispiel, meine Brüder übt jeden Tag. Er macht jeden Tag seine Übungen. Er übt das Klavierspielen. Aber ich bin schon müde. Ich
Ich habe genug. Ja, ich will jetzt meine Ruhe. In die Badwanne hocken und nichts müssen tun. Das ist ein Lied von der Dodo Hug. Ich mag nicht mehr, ich habe genug. Ich mag nicht mehr. Wenn ihr es schauen wollt, googlen auf YouTube, dann findet ihr ein Lied dazu. Ich habe genug. Also, ich mag nicht mehr. Den ganzen Tag übt er schon. Immer das gleiche Stück. Und dann z. Z ist scharf und zischend. Ja, z, z, z. Das ist, in anderen Sprachen ist es mehr wie ein Circus oder so. Aber wir sagen Zirkus. Ja? Oder Zoo oder Zucker. Zum Beispiel, der Zürich Zoo kann nicht zaubern. Ja, der Zürich Zoo kann nicht zaubern. Ganz scharfes Z. Aber das neue Cake für die Zebra ist zauberhaft schön. Also wenn ihr schon im Zoo sind, ich glaube, das letzte Jahr ist ein neues Cake aufgegangen mit Zebra und Nashörner und Giraffen. Und dort haben sie ganz viel Platz. Es sieht aus wie in der Savanne in Afrika mit vielen Boabbäumen. Also, das neue Cake für die Zebra ist zauberhaft schön. Das haben sie ganz gut gemacht. Oder vielleicht ein Nonsenssatz: Zitrone zittert zur Zeit. Zur Zeit zittert Zitrone. Ja. Oder was für viele auch schwierig ist, gerade zweimal nacheinander Z zu sagen. Zürich. Zürich. Also anstatt in Zürich kannst du sagen Zürich. Zum Beispiel. Sie möchte auf Zürich zum Zucker zurück. Also Zitrone und der Zucker sind ein Paar und Zitrone möchte auf Zürich zum Zucker zurück. Und sie hat schon Entzugserscheinungen, sie zittert. Zitrone ohne Zucker ist viel zu sauer. Zu sauer. Ja. Zitrone ohne Zucker, das ist schwierig zum Essen allein. Ja. Mit Zucker ist das ganz gut. Zitrone ohne Zucker ist viel zu sauer. Zu sauer. Das geht so gerade über in sauer. Man hört fast nicht, dass das 2 Wörter sind. Ja, schaffen ihr das? H. Am Anfang vom Wort ist H immer betont. Also man hört es wie ein Huch, Huch oder Hotel, so wie Hotel. Ja? Wenn es im Wort ist, dann nachher ist es meistens einfach ein langer Vokal, der vorher ist. Ja, zum Beispiel kannst du sagen, der Hoteldirektor hat am Hafen ein grosses Haus gekauft. Der Hoteldirektor hat am Hafen ein grosses Haus gekauft. Oder hure gross. Das ist auch, manchmal sagt man hure für viel, sehr. Aber ich selber persönlich brauche das nicht. Aber man hört viele Leute, die das sagen. Ich finde, es gibt schönere Ausdrücke, zum Beispiel weltgross oder riesengroß oder mega gross. Das gefällt mir besser. Ich habe keine Hoffnung, je am Hafen ein Haus zu kaufen. Ich habe keine Hoffnung, je am Hafen ein Haus zu kaufen. Also ich bin nicht so reich, dass ich am Hafen ein Haus kaufen könnte. Hoteldirektor haben halt einfach mehr Stütz. Da sehen wir mehr, hat nur ein H, aber man sagt es nicht. Man sagt nur mehr, ein langes E. Und Stütz ist ein anderes Wort für Geld, das ist Slang. Die Hoteldirektor haben halt einfach mehr Stütz. Und halt ist so ein Wort, das ist halt so, das ist halt die Wahrheit, das ist etwas Klares, eine Tatsache.
ja, Hoteldirektor haben halt mehr Geld als so normale Leute wie ich. Gut, das war es für heute. Ich danke euch ganz herzlich beim Mitmachen. Denkt daran, wenn ihr mehr möchtet üben, Schweizerdeutsch lernen, jeden Tag regelmässig, dann könnt ihr euch einschreiben für den Montag am Abendkurs. Dort hat es ganz viele Materialien, die ihr selber studieren könnt. Und immer am Montagabend ist ein Livestream mit nachher einem Zoom-Meeting, wo ihr könnt üben, reden. Ein Zoom-Meeting für die Freiwilligen. Und dann möchte ich all den Leuten danken, die mich unterstützen und mir einen Kaffee spendiert haben und immer wieder kommen, reinschauen, Kommentare schreiben. Ich weiss schon manchmal, die habe ich auch schon gesehen oder von denen habe ich auch schon gehört. Das ist schön, so lernt man sich langsam kennen. Und die noch nicht sich eingeschrieben haben und unseren Kanal abonniert haben, drückt doch auf den Subscribe-Button drücken, also unseren Kanal abonnieren, bleiben auf dem Laufenden, was so läuft und geht, was es wieder für einen Livestream gibt oder für eine Premiere. Und viel Spass beim Schweizerdeutsch lernen. Macht's gut. Tschüss zusammen.